Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So war das auch in Madagaskar. Es gab den Himmel und es gab die Erde. Die Erde schaute immer hoch zum Himmel und bewunderte, was er tut und was er besitzt. Zum Beispiel die Sonne. Die Erde genoss immer die Wärme der Sonne. Aber manchmal war die Hitze der Sonne so unerträglich für die Erde, dass es an manchen Gebieten manchmal lange Zeit trocken war. So war das auch mit dem Regen. Der Himmel genoss immer die Regengüsse. Das hat sie gebraucht für den Wald, für alle Pflanzen, für die Tiere. Aber manchmal war dieser Regen so viel, dass es zu Überschwemmungen gebracht hat. Die Erde hat den Himmel immer bewundert, aber langsam wuchs in ihr auch ein gewisser Neid auf dieser Macht vom Himmel. Der Himmel an seiner Stelle bewunderte auch die Erde von oben. Die hohen Berge, die dichten Wälder, die ganz dicht und grün sind. Aber irgendwann hat er gesagt, schau mal das Wasser bei der Erde, das kommt doch von mir, das bleibt nie bei mir, fällt immer runter. Der Neid zwischen Himmel und Erde wuchs und wurde eines Tages zu einem großen Krieg. Aus dem vielen Rauch wurde ein starker Regen. Alles war überschwemmt. Und als der Regen aufgehört hat, schien die Sonne wieder. Himmel und Erde mussten feststellen, dass keiner den Krieg gewonnen hat. Und dann haben sie gesagt, lass uns lieben. Lass uns ein gemeinsames Spielzeug entwickeln, damit wir mal zusammen spielen können. Die Erde sagte, ich erschaffe den Körper. Und der Himmel sagte, ich gebe unserem Spielzeug Geist und Seele. Und so ist der Mensch entstanden, als Frucht der Liebe zwischen Himmel und Erde. Migukan Tsirontani Simiankonyandan Land. Das bedeutet, der Mensch ist ein irdisches Wesen mit himmlischen Begabungen. Das Erste, was der Mensch vom Himmel bekommen hat, ist der Geist. Sein. Mit dem Seiner sollte der Mensch klug werden und seinen Lebensweg in dem Wald, durch den Dschungel finden. Rauf und runter. Der Mensch sollte klug werden und Wasser und Wind beherrschen. So kann er überall auf der Erde sich bewegen und überall auf der ganzen Erde sich verbreiten. Das Zweite, was der Mensch vom Himmel bekommen hat, ist Fanahi. Fanahi ist die Fähigkeit, nachdenklich und mitfühlend zu sein. Fanahi ist die menschliche Fähigkeit, sich in Frage zu stellen, ob ein Mensch durch seine Handlung die anderen Mitmenschen oder die Natur schaden würde. Der Ausmaß an Fanahi bei jedem einzelnen Menschen bestimmte die Gesellschaft. Und so entwickelte sich dann in dieser Gesellschaft verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die Leute mit dem guten Fanahi. Die hießen Zara Fanahi. Sie haben Nettes getan. Sie haben sich unterstützt. Sie haben friedlich miteinander gelebt. Und das Gegenteil, es gab die Razi Fanahi. Das sind die Menschen, die egoistisch gehandelt haben. Viele von denen waren für seine Mitmenschen so unerträglich, dass man sie gemieden hat. Viele Razi Fanahi mussten deshalb isoliert leben. Im Laufe des Lebens könnte man immer
reicher werden. Und woran man reich werden konnte in dieser Gesellschaft, ist an Panachi. Die ganz reichen Leute sind die Manapanachi. Manapanachi sind Leute mit Lebenserfahrungen, an die man sich gewendet hat, wenn es zum Beispiel zu Lebenproblemen gekommen ist. Aber das Gegenteil, es gab dann auch die Tsimanapanachi, Menschen ohne Seele. Sie haben skrupellos gehandelt. Solange der Mensch lebte, pendelte er zwischen der Erde und dem Himmel. Geist seiner und Panachi, Seele, hielten sich die Waage in dem Menschen. Der Mensch sollte jedoch dazu fähig sein, abzuwägen, wie sehr er sich um sich selbst kümmern musste und wann seine Mitmenschen ihn brauchten. Am Ende des Lebens aber, wenn der Mensch stirbt, so nimmt die Erde zurück, was sie dem Menschen gegeben hat, und Geist und Seele steigen in den Himmel zurück. Was ich euch erzählt habe, ist unsere Kultur, Kolonzeit, Pflege des Geistes. Aber was ist Madagaskar heute? Ist ein Kampf gegen die Armut. Ein Kampf, um etwas zu essen, etwas zu trinken, ein Dach über den Kopf zu haben. Bei uns ist neben Kolonzeit Education angekommen. Education kommt vom lateinischen educere, herausziehen. Und so wachsen viele moderne Madagassen mit wenigem oder gar keinem Kontakt mit ihrem eigenen Boden. Der Mensch ist aber wie der Baum. Es muss tief wurzeln, um hoch und stark zu wachsen. Und deshalb haben wir Madagaskars grüne Kiste konzipiert, um euch mit der Realität in Madagaskar zu verbinden. Wir begleiten junge Menschen, weil wir davon überzeugt sind, jeder Kampf gegen die Armut muss eng mit dem Bewusstsein über die eigene Identität und mit der eigenen Stärke zusammenhängen muss. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr wissen wollt, was wir mit der grünen Kiste machen, um eine Brücke zwischen euch und Madagaskar zu machen, wir freuen uns auf euren Besuch auf unserer Webseite